Geschichte von der verbotenen Liebe von Linda Weidmann. Kapitel 5. Und das letzte Mal bei Verbotene Liebe. Das ist einfach zu schnell gegangen. Ich und Doralina haben beschlossen, dass wir heiraten. Heiraten! Nein! Aber, Und nochmals nein! Papa! Niemals! Niemals stimme ich der Hochzeit zu! Aber Papa! Antonio hatte gerade Pantalone von seinen Hochzeitsplänen mit Doralina berichtet. Nein! Und nochmals nein! Sie ist Tochter von Diego! Der führt wieder etwas im Schild. Das spüre ich doch bis in meine Knochen. Diego hat doch schon zugestimmt. Er hat was? Seltsam. Nein! Nein, das ist zu verdächtig! Das überzeugt mich noch weniger! Sagt ihr doch mal etwas zu dem Thema. Antonio wandte sich an die Dienerschaft. Alle waren ganz still. Brigella brach jedoch das Schweigen. Wenn ich das so darf sagen. Ich finde, Signore Pantalone hatte recht. Was? Ich stimme Brigella zu. Du kennst sie erst seit 2 Wochen. Tatalia nickte eifrig zustimmend zu. Ja. Seit wann hat der Diego eine Tochter? Ich bin jetzt schon ein paar Mal ausversehentlich bei ihm daheim und ich habe sie noch nie angetroffen. Siehst? Ganz verdächtig! Also, nein! Das ist mein letztes Wort! Na, schönen Dank euch allen. Endlich habe ich die eine gefunden und ihr steht mir alle im Weg. Antonio, wart! Brigella rannte Antonio hinterher. Confitore noch einmal! Wieso muss er sich ausgerechnet in die Tochter von Diego verlieben? Ei! Er hätte sich jede Frau in der ganzen Venezia aussuchen können, aber ausgerechnet die! Meine Nerven! Colombina! Pantalone war so in Rage geraten, dass er Colombina, die ihn versuchte zu beruhigen, mit einem Glas Wein am Kopf traf. Dieses zerbrach und verletzte sie dabei. Oh nein! Colombina, es tut mir leid! Bleiben Sie bloß weg von ihr! Alekino hatte sich schützend zwischen Colombina und Pantalone gestellt. Tatalia half Colombina auf und brachte sie schnell aus dem Raum. Es tut mir leid! Ja? Soll's auch! Pantalone setzte sich auf den Stuhl und legte den Kopf in die Hände. Signore? Ich meine, klar, es ist nicht erfreulich, dass Antonio ausgerechnet seine Liebe vom Leben in dieser Frau gefunden hat. Aber sollten Sie ihr nicht eine Chance geben? Sie ist vielleicht nicht so wie ihr Vater. Raus! Bevor ich dir den Kopf abbeiße! Alekino rannte aus der Stube und Pantalone blieb allein zurück. Heilige Stinkmorchel! Was habe ich nur gemacht? Ach, vielleicht hat Arlecchino ja recht. Vielleicht. Ach was! Mein Gefühl hat mich nie getauscht, was der Diego anbelangt. Ach, Maria! Wieso ausgerechnet mein Sohn? Kurze Zeit später rannte Brigella immer noch Antonio hinterher. Junge Meister! Antonio! Wart doch! Mir ist grad nicht nach Reden, Brigella. Antonio setzte sich auf die Brücke und schwieg. Brigella setzte sich neben ihn und schwieg mit. Wieso? Wieso kann er mir das nicht gönnen? Er will es dir ja gönnen. Das glaubst du doch nicht wirklich. Du gönnst es mir ja auch nicht. Glaube mir, wir alle wollen es dir mehr als gönnen. Und ich am allermeisten. Ich habe dir bei jedem Rendezvous geholfen und bei dir immer zur Seite gestanden.
Aber ich habe dort nicht gewusst, was sie ist. Es geht jetzt auch um deine Sicherheit. Antonio, Brighella. Buonasera zusammen. Buonasera. Oh nein, es ist ja nicht gut gelaufen, oder? Das habe ich mir schon fast gedacht. Ha, gib dem Vater noch ein bisschen Zeit. So, aber wir müssen auch leider weiter. Doralina, wir haben noch sehr viel zu erledigen heute. Ja, Vater. Ciao, Antonio. Bis bald, Brighella. Ciao. Siehst, er ist gar nicht mehr so schlimm. Ja, nicht mehr. Das macht ihn ja eben so verdächtig. Spät in der Nacht kamen Brighella und Antonio sturzbetrunken nach Hause. Brighella, nicht so laut. Wisst ihr eigentlich, wie spät das es ist? Was interessiert dich? Oh je. Brighella, du gehst sofort ins Bett. Und du, Antonio, hockst ins Wohnzimmer. Dein Vater will mit dir reden. Aber Colombina! Was habe ich gerade gesagt? Sie, Colombina. Die beiden taten, wie Colombina ihnen befohlen. Pantalone sah besorgt auf Colombina, die einen Kopfverband trug. Colombina, es tut mir so leid. Colombina nickte nur und ging dann ebenfalls wieder ins Bett. Pantalone setzte sich zu Antonio an den Kamin. Antonio, ich habe nachgedacht über die ganze Sache mit der Hochzeit. Hast es dir anders überlegt? Nicht ganz. Ich bin immer noch gegen die Hochzeit. Ja, dann kann ich ja ins Bett. Aber Okay, dann warte ich halt noch. ich bin bereit, deine Geliebte kennenzulernen und mir ein Bild von ihr zu machen. Sollte sie sich als anständig und gut erweisen, werde ich mir das mit der Hochzeit nochmal durch den Kopf gehen lassen. Wirklich? Du bist der Beste, Papa. Ja. Aber nur, wenn du nicht mehr mit dem Brighella gehst trinken. Und jetzt schön deinen Rausch ausschlafst. Ja? Versprochen. Es war Diego, der vor dem Hause Pantalone einige Stunden später einen Riesenaufstand machte. Tartaglia, der von dem ganzen Geklopfe wach geworden war, öffnete die Tür. Aufwachen! Alle zusammen! Alle aufwachen! Ah, nicht so laut, mein Kopf tut weh. Was ist denn los? Was? Signore Diego? Oh, was soll das für ein Lärm? So früh am Morgen. Diego, was machst du denn da? Meine Tochter ist entführt worden. Was? Ende von Kapitel 5. Geschichte von der verbotenen Liebe von Linda Weidmann. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Grazie mille for watching me listen. Please subscribe.